Also, es ist Sonntagmorgen. Das ist so schön. Schau mal, ich habe hier eine neue Freundin. Hey, Verena ist innerhalb von kurzer Zeit zu meinem Lieblingsmensch aufgestiegen. Vom ersten Blick, erster Sicht beim Weg Verena habe ich schon gewusst, Lieblingsmensch. Ha, so gut! Verena hat uns bereichert das Wochenende mit ihrem Besuch und sie hat natürlich nicht die ganze Familie. Die Tochter hat sie dabei gehabt. Übrigens, sag schnell den Namen von deiner Tochter. Meret und ihren Freund Janik sind auch mitgekommen, der Janik von Köln. Aber über Meret müssen wir schnell kurz sprechen. Weil Meret, ja, wo finden die Leute Meret? Weil Meret ist ganz eine besondere Künstlerin. Oh, das musst du selber fragen. Oh, da müssen wo man sie im Internet findet, das ist... Aber ihren Nachnamen? Du findest sie nicht? Weilenmann. Also auf Facebook findet man sie unter Meret Su Weilenmann. Aber oder im Google, wenn es Events gibt, weil sie hat mir gesagt, sie ist nicht so... Auf jeden Fall, wenn ihr mal die Namen hört. Sie spielt Geige und sie tanzt. Improvisation. Und darum wollte ich ihr den Peace Circle zeigen. Falls sie mit dem Alpora irgendwie so ein Event will da oben machen für tanzenden Frieden oder musizierenden Frieden, dann wäre das ein Ort für sie, um da hochzugehen, wo ich sie noch unterstützen kann. Ja, und zurück zu der Verena. Verena hat uns entdeckt, für all die die Geschichte noch nicht kennen, hat sie uns entdeckt, weil der Schneefall kam, ist das Video, gell? Genau, das ist aufgeploppt bei mir, wann auch immer das war. Und seit hier in diesen, ich sage jetzt mal 2 Monaten, habe ich alle 250 Videos von Colin natürlich reingesogen. Und etwa 99% davon kommentiert. Und geliked. Also sie hat so viel geliked, dass sie sogar gesperrt worden ist von unserem Kanal Liken. Genau, ja, so ist es. Konnte ich nicht mehr liken. Genau. Seht ihr, weil so... Aber das hat vielleicht auch an meinen tauben Finger gekippt. Ich weiß es nicht genau. Das ist ja gleich. Auf jeden Fall wissen wir schon, kommentieren, liken funktioniert. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Und eben, da hat Verena alle Videos geschaut und hat sie kommentiert, dass sie uns so besuchen kann. Verena, Lieblingsmensch, wie sie Nägel mit Köpfen macht. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich mache kein Online-Banking. Ich habe zwar ein Tablet, aber ich tue alle meine Banksachen nicht darauf lagern. Und darum habe ich gefunden, ich muss einfach Bargeld bringen zum Colin und nicht irgendwo einzahlen. Und ich will aber auch nicht für die Verantwortung übernehmen. Ich will einfach Geld geben und sie müssen selber für das verantwortlich sein. Und jetzt habe ich einfach fürs Essen gezahlt. Am Freitagabend sind wir natürlich am Bauernmarkt. Hey, und der war voll. Voller Leute. Die Hälfte des Platzes ist voll mit so Stehbar, wo offenbar viele Leute, ESPA, sagt man denen, glaube ich, die in der Lonza arbeiten, einfach geschnurrt haben. Den ganzen Abend. Es hat sich angefühlt, wie wenn viele laufen wollen. Aber beim Colin sind immer die gleichen Leute vorbeigekommen. Einfach die Stammgäste sind vorbeigekommen. Und ich finde euch auch cool, die Stammgäste. Die anderen sind einfach immer zu dem Raclette-Stand und wieder zum Weinstand und wieder zum Raclette-Stand. Hey, wir sind da im Wallis. Hallo, Raclette, Wein. Also das ist Wallis. Das ist jetzt, Live. Ich bin im Wallis angekommen. Genau. So ist es. Und der Colin hat ja im Video mal geschrieben, oder mir bei den Kommentaren hat er gesagt, ja, es geht eine Viertelstunde oder 33 Minuten zum Auflaufen. Wir sind mit dem IC8 von Zürich am 13 ab 12 Uhr angekommen. Wir sind um 3:30 im Bett gelegen da oben. Also, wir haben ein bisschen Zeit verschwätzt und ein bisschen an der Bushaltestelle rumgestanden und ein bisschen am Bahnhof noch ein bisschen die Hände gewaschen und in die Apotheke, weil beide sind verhustet und verkudert. Also wir sind verkudert. Also wir verbringen jetzt hier auch Heiltage verbringen. So schön sind sie da, ich sage euch. Ich habe auch schon Heilkräutchen gefunden. Ja, das ganz viel, gell? Ich verrate es jetzt. Ja, mach das. Magnesium Orotat in den Kügeln von der Brennnessel, wo auch für den Colin kann brauchen. Sehr wichtig, weil ich habe viel Krämpfe. Es hat den Johanniskraut, wo mein Likör braucht. Also die Nieren, wo einfach alle Wasserwege in meinem Körper ein bisschen wieder ausgeheilt werden. Und darum tut Verena heute noch Johanniskraut. Also heute musst du das Video nicht schauen, weil du bist ja noch da, bist noch live mit dabei. Und dann geht sie noch Johanniskraut sammeln. Aber auf jeden Fall finde ich es wunderbar, dass du heute auch da bist. Und ich kann noch sagen,
du machst die Welt einen besseren Ort. Nicht, wie du da in der ersten bist, sondern einfach, wie es dich gibt und du ein guter Mensch bist. Danke vielmals. Und alle liebe Leute, ab gestern Nacht im Instagram und im Facebook ist der SRF-Video von der Michaela drauf. Ich tue den Link hier unten rein. Haben wir schon geschaut. Wir werden es nochmal schauen. Könnt auch schauen, könnt Deko liken, könnt Deko kommentieren. Zeigt der SRF, dass ihr gerne die ersten Sachen seht. Vielleicht kommen sie wieder. Aber jetzt sage ich Tschüss, ciao, wieder schauen. Bis bald. Tschüss! Genau. Ist also sehr ein schöner Ort. Kommst du wieder? Ich kann es nur empfehlen. Ich komme wegen der Magnesiumkügel wieder. Sicher. Und Genau, und der Peace Circle habe ich gesehen, ist auch ein schöner Platz. Wieder ist ein bisschen der Hügel dafür und 2 Bäume, also man sieht fast nichts von Brig. Und man hört durch das dann auch nicht so viel von der Autobahn. Also es ist ein wunderschön, es ist wirklich ein perfekter Platz, wo ich dann heute auch noch ein bisschen mich zurückziehe und noch ein bisschen wirklich noch herausfinden will, was ich da oben zu tun habe. Oder eben, warum ich da oben sein soll. Das muss ich noch genauer ein bisschen also wir sind schon einfach mit dem, was schon ist, so extrem dankbar. Verena, danke vielmals, ihr da draußen, danke vielmals und eben, bleibt nicht nur Zuschauer, werdet Freunde von Dresden, kommt rauf, wir haben so Freude an euch. Tschüss zusammen. Claudia haben wir noch schlafen lassen. Also sie ist nicht ausgeladen, sie ist einfach jetzt noch an einem Gesundwerden und muss ja morgen wieder anfangen zu arbeiten. Genau, ihre Ferien sind vorbei. Ja, Genau. Aber es ist schön, dass sie da war. Ciao zusammen.